Es geht weiter stets heiter mit unserer Reise durch das Königreich der Tränen hier bei The Legend of Zelda. Wobei eigentlich wäre es eher die Tränen des Drachen war, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber Drachen ist auch wieder... Ah, das ist Überrest der Akala-Festung, oder? Hatelo-Festung, Entschuldigung. Da hatte gerade irgendwie wieder so eine Arena. Ja, Freunde, für uns geht's hier bereits erwähnt weiter. Ich habe offscreen, habe ich eigentlich offscreen was gemacht? Irgendwas habe ich gemacht. Genau. Ich habe noch hier die Mission wieder aktiviert. Bringe Clou der Frieden, also im Prinzip wenig. Und ich habe noch was anderes gemacht, was mein größtes Teil jetzt irgendwo hier war, so. Ganz kurz die Karte checken. Weil, ja... Ich hatte mal so die Idee, von wegen, für gewisse Quests müssen wir auch mal noch ein paar Monster farmen. Oder was heißt farmen? Einfach vor allem ihre Materialien, also mal gucken, wo sind die Viecher überhaupt. Und da wollte ich mal gucken, wo in der Nähe sind denn Lionel. Also wo haben wir schon mal welche entdeckt? Die hatte ich vor gewisser Zeit, ist aber schon länger her, hier oben haben wir ein paar entdeckt. Ja, zum Beispiel den hier. Oder auch, nee, nicht den, irgendwo ein anderer. Wobei ich seltsam finde, dass der hier, ich habe mal kurz überprüft, das müsste sogar eigentlich ein silberner Lionel sein. Also offenbar gibt es Lionel, die verändern sich mit Laufe der Zeit, weil der war jetzt einfach ein normaler roter, wo wir das erste Mal platt gemacht haben. Und es gibt andere, die bleiben wohl so, wie sie sind. Und dann soll es hier, auch noch eingeben. Unter anderem. Jetzt war das schwierig, weil wir sind schon mal hier vorbeigelatscht, wie ich den damals übersehen konnte, kein Plan. Ich meine, er ist ein bisschen abseits gelegen, von der Höhe her gesehen, aber trotzdem. Hätten eigentlich sehen müssen. Und hier in der Nähe sind tatsächlich keine, wenn ich mich richtig erinnere. Naja. Das nur mal so, by the way, noch erwähnt. Es gibt vor allem natürlich mal auch die blauen und, also die stärkeren Varianten. Ich weiß gar nicht mehr, gibt es noch schwarze oder geht es direkt mit den silbernen und weißen weiter? War irgendwie ein bisschen creepy zum Teil. So. Also, wo gehe ich denn überhaupt hin? Also, da Gegner, auf die habe ich gar keinen Bock. Entschuldigung, ich wollte... Ach, der Bruder ist halt der störrisch, hey. Das ist ja nicht normal mit dem Teil. Wo denn hier? Und vor allem warum? Wo alle wohl auf sind? Was geht ab? Holmes-Truppen, ja genau, so denen sind wir unterwegs. Der hat vorhin irgendwie auch übersehen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Außer Medizin. Ja, wir helfen Holm gleich mal. Reparaturen sind wichtig, Mann. Ja, und fusionieren und so, das ist alles ganz geil. Also vorhin übersehen, wir waren ja mal hier oben. Ich weiß nicht mehr, doch, wegen Krog unter anderem. Und Holm ist direkt hier unten, also ich muss den irgendwie leicht übersehen haben. Auf alle Fälle creepy, aber egal. Und ich habe noch geguckt, genau wegen Pferdestellen. Offenbar haben wir eigentlich schon fast alle. Also wenn ich das richtig gesehen habe, fehlen mir gemäß Karten noch eine einzige. Warte jetzt schon wieder, weil hier ist keine mehr. Es müsste, warte mal, wir haben hier eine. Ne, hier oben, hierin ist auch keine. Das heißt, hier müsste noch eine sein. Da. Da ist noch ein Pferdestall, markiere ich mal. Weil ich will langsam aber sicher mal diese Questreihe und diese Stelle will ich gerne mal zu Ende bringen. Wir haben so viele Quests noch offen. Sowohl Sidequests als auch Episoden und zumindest ein Teil davon sicher mal zu Ende bringen. Ab und zu wäre nicht so schlecht. Ernsthaft? Ist irgendwie dieses seltsame Lager von... Ja, besser drehst du um. Scheiß Bäume. Ist das hier wieder so etwas... Ach, Konstruktor Monster in einen Kampf schicken? Nee, wa? Einfach nur Konstrukte. Wobei ich ja zugeben muss, wenn man es mal so vergleicht mit Breath of the Wild, muss ich ja schon sagen, die Konstrukte sind mir wesentlich lieber als die Wächter damals. Weil die Wächter waren zum Teil echt scheiße.
Also irgendwie waren sie cool, aber irgendwie waren sie auch in Verfolgung her und so waren sie aber nur kacke. Guck mal ganz kurz, ob noch irgendwas... Sag mal, Tooling, kannst du bitte mal abhauen? Auch den haben wir schon. Der fehlt noch. Das ist ein Delta-Krieger-Konstrukt. Ach du Scheiße. Okay, wird natürlich auch dementsprechend stark sein, wa? Also Materialienfarmen wäre insofern schon cool, aber... mächtiger Shield und so. Ne, lass mal noch. Lass mal noch. Ja, die Wächter, die könnte man gut gebrauchen hier wieder gegen die Monster. Darf nochmal neu umprogrammieren, aber naja. Ich verstehe natürlich auch, wenn die Entwickler sich sagen, ja, selbe System wiederbringen und so. Wollen natürlich vieles wiederbringen, was der Vorgänger schon hatte, aber halt nicht alles. Verstehe es schon. Aber eben, ich vermisse irgendwie. Vielleicht gibt es wieder ein paar neue bei einem allfälligen DLC. Und tschüss. Alles klar. Maxi Fischpastete. Sogar. Habt ihr richtig gesehen? Plus 4 Herzen? Krass. Wie geht das Rezept dafür? Fischpastete. Gut, ich brauche Maxi-Fische, das ist klar. Ich brauche Butter, Halo-Reis und Steinsalz. Dubiose Matsche. Kann zum Teil Dinge auch löschen, weil ich denke mir so, dubiose Matsche plus 3 Variationen. Okay, gut. Den lassen wir's. Ja, ist eh sowieso gefährlich. Rezepte löschen, nachher will es vielleicht doch noch haben. Gefundenes Luxuswild. Da ist noch etwas, was man noch zeigen könnte, weil das könnte ein cooler Glitch sein. Um schnell Geld zu farmen. Sagt man sich zumindest. Muss mal gucken. Aber ja, man sieht schon, wir haben schon einige Rezepte, wir sind auch schon einige Zeit unterwegs. Folge 90 übrigens, Freunde, zum Let's Play. Nur mal so by the way erwähnt. Und ich habe immer noch nicht alle 4 Regionen bereist. Hui. Das ist auch so ein Punkt, wo man sich sagen könnte. You're fucking kidding me. Da vorne sind sie, wa? Ich meine, es passt sowieso perfekt, hier mit denen was zu machen, also in ein Monsterlager zu gehen, weil, ja, liegt auf dem Weg. Nehmen Sie eine Episodenreihe, das heißt, ich muss sowieso alle, oder will natürlich alle machen, das heißt, alle Regionen befreien. Ach du Scheiße, ist da vorne schon der Silberne. Oh, mehrere von ihnen sogar. Alter, mein liebes Inventar wird sowas von draufgehen dabei. Das heißt, ich würde gerne vorher noch kurz ein bisschen fusionieren. Was hat der? Haltbarkeit. Es sind 2 Hände, haben noch geile Waffen dabei oder so. Kann man die Dinger mal ranpacken, wa? Nochmal Silberboy Dinghorn. Ich weiß ja nicht, ob das aufs Schwert drauf so gut ist. Ich dachte mir schon, sieht gerade nur lächerlich aus, sowas. Aber gut, ich meine, wenn es dafür ordentlich Damage macht, von mir aus. Wow. Einfach mal von der Länge her wie, naja, ein bisschen wie das Master-Schwert, wenn du so willst. Das braucht der Master-Schwert natürlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na ja, gut. Muss ich alles irgendwie verstehen oder akzeptieren. Dann machen wir mal das Ding, da haben wir sowieso genug. So, Freunde. Jetzt bin ich noch mal ein bisschen besser drauf. Ich nehme das Ding mal, weil das geht mir sowieso auf den Sack. Es sieht auch so eklig aus. Dann nehmen wir vielleicht das Ding. Ja, komm. Also ihr wollt schon das Lager da stürmen, war? Nur weil sie irgendwie gerade schon sehr weit vorne sind. Hallo? Wollen wir vielleicht erstmal abwarten, bevor ihr da vorne... Oh, was machst du da? Du bist ein bisschen sehr nahe dran, Kumpel. Die entdecken dich noch. Der Schwierigkeitsgrad sieht aber enorm gerade an, hey. Alter Schwede.
Ich meine, stärkere Gegner als die silbernen Bockblins gibt's nicht mehr, ne? Also von ihrer Art halt. Eigentlich haben, hatten wir eine gute Gelegenheit zum Angriff. Okay, was heißt es jetzt? Dann will ich mal loslegen, wa? So, dann haben wir noch hier die nette kleine Irrknospe. Das heißt, das Vieh müsste sowieso auf andere losgehen. Dann gehen wir hier noch auf Elektropower. Und dann greifen wir an. Du machst das, Kumpel. Sehr gut, sehr gut. Nächster Freundchen. Nicht getroffen? Dann losgehen muss aber trotzdem nicht, ja? Und du gehen meine Truppen drauf, ja, da ist klar. So, machen wir erstmal den hier platt. Oh. Ui, war das knapp. Alter Schwede. Sehr gut gemacht, Freunde. Aufstehen, Leute, aufstehen. Ja, ist gut, die macht das schon. Der lebt ja auch noch. Was du, Was zum? Wir können ja so daneben schießen. Ey, jetzt reicht's aber langsam hier. Ich war natürlich auch den vollen Scheiß-Move gerade. Okay, okay. Jetzt reicht's mir. Komm her, du Sackgesicht. Ich und ein Gegner. Okay. Noch nicht. Du. Sag mal. Oh, ist halt... Aber sieht man schon, die Silbernen, die halten extrem viel aus. Wesseling, würdet ihr euch bitte zu mir begeben? Bin schon da. Was gibt's? Wieder einmal konntet ihr euer erbärmliches Kampfgeschick erfolgreich zur Schau stellen, Werteling. Am Anfang war es gut, nachher war es wirklich scheiße. Ah. Hat ihn gesehen, Werteling? Den Blutmond. Solange am Himmel steht, wird der Zustrom an Monstern in den Frieden Heilungsbedrohung wohl nicht abreißen. Und jetzt willst du den Blutmond platt machen, oder was? Da noch eine Seite zu kämpfen. Okay. Bring den Clou der Frieden. Ja, wohin geht ihr nachher? Ihr müsst doch ein nächstes Ziel haben. Hä? Ist die Episode nur 2 Dinger lang? Nee, kann nicht sein. Bring dir eben den Frieden, bring den Clou der Frieden. Es sei denn natürlich...
Also entweder ist es wirklich nur 2 Episoden lang oder aber es war einfach nur deswegen so, weil ich jetzt halt von der Story noch nicht so weit war. Sprich, würden wir zum Beispiel jetzt die anderen Gebiete wie die Sache Zoras oder eben auch die Gonen, ich sag schon Geodos, die Gonen natürlich noch machen. Ich kann mir halt noch vorstellen, dass es dann hier weitergeht. Wäre zumindest so eine Idee von mir. Ja, gut, alter Ritterschild, gut, es sind ein paar viele Ritterschilde, aber egal. Eine verrostete Waffe, okay. Eine seltsame Festung von dem her, weil es war ja alles irgendwie außerhalb. Ritter Zweihänder, ja, aber eben hier ist ja alles soweit gemacht. Die Klinge ist bald im Arsch, aber das war zu erwarten. Ja, ist trotzdem seltsam. Ich muss aber hier sowieso durch, oder? Also von dem her hätte die Monster sowieso passieren müssen, wenn ich zur Atheno-Festung möchte. Es sei denn natürlich, ich hätte, wie wir es jetzt gemacht haben, schon die Türme aktiviert. Ah, Hilfe, Biene, meine Todfeinde! So, wo ist Epona eigentlich hin? Epona, Epönchen. Hat echt gute Ohren. Hä? Hast du gerade auf Epona geschossen? Tooling ist ein bisschen überall mitzunehmen, dass man so sagen darf. Schießt einfach auf alles und jeden hier. WTF. Warte mal. Gehen wir ein bisschen langsamer vorwärts, weil sonst wenn wir das eine oder andere hier übersehen, das ist ja nicht so geil. Ja, das ist ein Monsterlager. Hallo. Ja, wieder Silberne sehe ich von hier aus. Oh, um Gottes Willen, ey. Ich will jetzt meinen Freund. Ach, den gibt's ja auch noch. Was los, Kurzer? Hey, was für ein Schlamassel, Mann. Natürlich bringe ich darüber mein Monster. Mhm. Tschüss, Mann. Ja, ich könnte dran vorbeifliegen, ja. Aber ich mache dann irgendwann, glaube ich, sowieso mal, wenn wir alles soweit ein bisschen erforscht haben. Also noch ein bisschen mehr erforscht, man sieht schon. In allen Gebieten waren und so. Machen, glaube ich, vielleicht mal so eine richtige Krog-Folge. Wo wir vor allem Zweier-Krog suchen. Weil die finde ich eigentlich doch noch relativ wichtig. Und vor allem schnell gesammelt. Meistens zumindest. So, was haben wir hier Schönes? Hier ist noch das Sonnenviech. Guck mal einer an. Eine Höhle. Jetzt wird noch irgendwie so ein Sigma-Ding. So einen prächtigen Schatz. Okay. Das soll doch jetzt den Rest soweit mal ignorieren, oder wie? Auf alle Fälle nehme ich jetzt mal eine andere Waffe. Ne, nicht den. Den da.
Jetzt zerbricht gleich, das wundert mich weniger. Ah, jetzt. Okay, stabile Wand. Kaputte Wand. Oh, da geht's noch mehr. Vor allem, die Staaten gucken alle in andere Richtungen. Gerade verarschen, die gucken in die Richtung. Der guckt dahin, irgendwie. Was soll denn hier sein? Ein Kock oder was? Nein. Oh. Da machen wir ein bisschen was anderes. Alter. Hat er eine Power, ey. Ist gut, Obosa, kannst du da beruhigen. Mach eigentlich eher selten. Einen Felsen mit einer Lanze kombinieren, aber in Not frisst der Teufel fliegen. So, also das war schon mal kein Schatz. Wenn die Bemerkung mal erlauben darf. Wow. Ich bin gerade echt ein bisschen erschrocken, muss ich leider zugeben, deswegen. Wow. Geplant war das nicht, definitiv nicht. Und immer noch ist es so, dass es verdammt viel Damage macht. Alter Schwede. So, da komme ich, oder? Die Frage ist, sie auf der Weg zurück oder wie darf ich das interpretieren? Mhm. Haben wir noch den Weg? Und den hier, wa? Nee, den habe ich gemacht. Warum steckt ein Pfeil? Mhm. Warte mal, von da, von dort, okay. Sogar Zweihänder oder sogar Zweihänder, alles wohl Zweihänder. Das ist so eine Jägerzentrale oder was? Ja, noch ein paar Irrknospen für den Fetten. Ja, ich bin fett. Ja, das bist du wirklich. Fetti Buletti.
Wow. Okay, hat sich wohl wieder beruhigt. Das heißt für uns... Mit dem Bogen ist jetzt nicht so geil. Falkenbogen. Weil es kann sehr schnell spannen. So, die Idee war jetzt eigentlich, damit ich ein bisschen schneller zum Gegner hinkomme. Was nehmen wir da? Ah ja, das Ding wäre sowieso gleich zerbrechen. Wow. Das ist unpraktisch, wa? Hey, hier bin ich. Wow. Guter Move, Alter. Guter Move. Schöner Move, schöner Move. Okay, das war von mir jetzt nicht so ein schöner Move. Mann, ich muss erst mal wissen, wie er angreift. Auf alle Fälle nicht so. Ist doch eine Fee riskieren? Nein, ich weiß nicht. Ja. Na komm, ich will zumindest... Ist irgendwie doch... Hä? Man, wieso wartet er auch so lange, bis er angreift? Das ist halt anders mit den Leuten und so, weil die greifen immer schnell an. Die sagen, ich greife an, dann greifen sie auch an. Und der so, ich greife jetzt an. Ja, aber da ist irgendwie nicht so das Timing aus. Hä? Was hast du jetzt gemacht? Er muss es halt so machen. Grill Edelwild, das kann man natürlich wie gerufen. Also in dem Spiel darfst du kein Veganer sein, da musst du auf vieles verzichten. Wie man so schön sieht. So, Scheint hier am richtigen Ort zu sein, wa? Weiter Zweihänder, aber erstmal Dinge jetzt zerstören. Link. Nicht klettern. Ja, ist gut, auch nicht in der Luft machen, sondern genau. Schon viel besser, Kumpel. Ja, wenn es nach unten geht, ist es selten ein gutes Zeichen. So, ich könnte es auch mit dem Magnetmodul machen. Nicht Magnetmodul, Entschuldigung. Ein anderes Modul machen, aber naja. Dauert ja auch immer so lange. Okay, ich muss da durch offenbar. Ja, das ist ein Iga-Ding. Das Holz kann das also einfach verbrennen? Ich glaube nicht so ganz, wa? Antulle machen könnte und darauf jetzt wohl hinauslaufen. Unten durchlatschen, nach einem Deckensprung wieder hoch. Okay, aber nicht von hier aus. Hier geht es noch weiter in die Höhle rein. Super. Da habe ich fast gerechnet. Achtsam, wenn es hier gibt. Hä? 3, 1, 4. 5 sogar. Also beziehungsweise 5, 1, 3. Warum? Soll das ein Code sein oder was?
Dankeschön. Wo bin ich jetzt überhaupt? Oh, direkt unterm Eingang, wa? Ah, er war ein bisschen zu weit. Hä? Nee. Warte mal, ich war da oben? Ich war zu weit hinten? Ernsthaft? Aber eine einigermaßen gute Markierung, wo ich da hoch soll. Vielleicht hier. Das ist jetzt bitter. Aber ich sehe jetzt, ich kam hier raus, wa? Okay, warte mal. Ich versuche es noch einmal, sonst muss ich langsam meine Stelle markieren. Das war ein bisschen zu weit links. Ja, muss einfach hier durch, wa? Warum ich hier den dritten jetzt nehmen soll, kein Plan. Ach, deswegen, weil ich hier, wenn ich natürlich hier durchgeguckt hätte, die drei gesehen. Okay, okay. Macht Sinn, macht Sinn. Ein Jägerversteck, Freunde. Eine von vielen Verstecken, die es gibt. On the World. Und ich hoffe, es hat sich auch gelohnt. Barbarenmaske. Oh, die sind hier. Also, bin gespannt, was hier steht. Traditioneller Kopfschmuck eines Kriegerstamms, der einmal im Pharaon gelebt haben soll. Die eingerätsten Symbole steigen den Mut und die Angriffskraft des Trägers. Lustig finde ich noch, das Barbaren-Set gab es ja auch schon in Breath of the Wild. Dort war aber irgendwie die Rede von, glaube ich, in der Nähe der Sona-Ruinen entdeckt und deswegen dachte man, mit dem Sona zu tun. Bis dann hier Tears of the Kingdom gemerkt hat, okay, mit Barbaren haben die Sona ja gar nichts zu tun. Gut. Ich gehe davon aus, dass hier sonst nichts mehr ist. Das würde mich immer stark wundern, wenn hier noch mehr versteckt wäre. Ich nehme aber doch eher die Waffe, weil die ist auch schon ein bisschen angekratzt, sag ich jetzt mal. Ne? So, ich habe auch einen Haken beim Höhlensymbol. Also wohl das Wichtigste gemacht. Sehr gut, Freunde. Ja, da gibt es noch viel zu tun, ne? Die ganzen Sets halt. Also Kleidungssets mal suchen gehen, die ganzen Liga-Verstecke suchen gehen, die ganzen Sigma-Dinger. Also das wirklich mal einzelne Folgen dafür machen, wo wir die alle holen werden. Aber erst für später. Keine Sorge, momentan bin ich jetzt noch nicht so fixiert darauf. Wobei andererseits, ich mache jetzt auch schon Dinge wie, ja, jetzt will ich das mal komplettieren, jetzt alle Türme machen und so. Geht in ähnliche Richtung, wa? Da ist unser Kumpel wieder. Der Kumpel, der keine Freizeit hat. Was ist das da hinten? Achso. Sind wir lang? Alter. Wir sind jetzt erst den Weg abgegangen in der ganzen Folge. Ja gut, ich habe natürlich jetzt viel in der Hülle gemacht. Junge, Junge. Das ist ja mal übel. Na, vielleicht die Abkürzung direkt hier. Vielleicht noch sogar ohne hier durch. Warte mal, ich kann mal gucken. Meiner Supermap hier, ob es da in der Nähe sich irgendwie noch ein paar Schreine geben. Ich jetzt vermute oder verpasst habe, wa? So, warte mal. Also, was sicher ist, das kann ich jetzt schon mal sagen. Hier müsste irgendwo ein Schrein sein, macht sogar irgendwie Sinn. Wenn hier natürlich so ein Einstieg ist. Und 2 Schreine in der Stadt, dann hier noch. Den haben wir schon markiert hier oben. Also hier in der Nähe von Athen nur 3 Stück.
Wisst ihr was? Ich glaube, das schreit gerade danach, dass wir bald wieder mal so eine Folge machen und wieder Schreien abklappen gehen. Das markiert aber schon einige. Von dem her. Okay, vorne rechts. Was irgendwie Sinn macht. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal 4 Schreine irgendwie entdecken, also quasi aktivieren, müssen wir, glaube ich, so sicher um die 8, vielleicht sogar 12 Stücke rum. Dann, wie gesagt, lohnt es ja mal. Vorher anderes zu tun. Der Kick nach vorne, habe ich gesagt. Okay. Kann ich da? Geht nur, wenn ich es über Ding mache, oder? Ah, okay. Ich dachte gerade, ihr könnt sie irgendwie klug miteinander kombinieren, aber es ist ein bisschen tricky. Wow. Na gut, dann wäre ich würde auch noch gerne stehen bleiben. Sieht schon besser aus. So viel hat er schon bereits. Kumpel? Sprich mit mir. Hallo. Was der als Kerzen gerade interpretiert war. Manchmal schon krass. Elektro-Pilzreisbällchen. Ja, ein bisschen Elektroschutz kann ja schaden. Donnerblume, dankeschön. Und nachher erstmal weg. Oh Gott sei Dank. Ey. Ob ich die auch mal farmen gehe, also mit die ganzen Slots, wo er mal herumhängt. Ich hoffe nicht, dass ich mal auf die Idee komme. Aber es wird aber ziemlich lost sein, du sagst, oh, wenn ich 100% spiele, mache ich das auch. Dann so, hä? Ernsthaft? So, komm, straight nach Athen. Aber wenn ich unterwegs werde, das ein und andere verpasse. Und jetzt aber doch sagen, scheißegal. Also dann ist was Wichtiges wie der Typ da oben. Ich will jetzt meinen Freund. Nochmal ein Zweier, okay. Da heißt ein Zweier, da hinten noch ein Zweier. Also wir haben hier einige. Ich will auch mal ganz kurz gucken, was hier eigentlich ist. Ruin des Reihplatzes. Könnten hier die Dinge auftauchen? Ah, so ein Hirsch, starte gerade. Irgendwas. Wusste ich doch, dass sie hier sind. Ich habe genug Hände sage ich schon. Genug Waffen, also könnte ich es eigentlich mal riskieren. Wie lange hält das eigentlich bei denen? Nicht so lange, ja. Kann ich irgendwie... Nein, Link! Ah, hier im Wald ist scheiße!
Warte mal. Gehen wir eine andere Frucht. Wie wäre es mit denen? Klappt die bei denen? Klappt nicht ganz so schlecht. Irgendwas mit ein bisschen Damage. So. So. Fertig. Was? Atomkanon? Wo? Was? Wieso? Wieso? Hä? Wir machen jetzt so viel Damage. Wieso Phantomkanon? Was macht der hier? Oh, er hat einen ganz merkwürdigen Movement. Phantomkanon? Warum? Okay, warte mal, er wartet immer ein bisschen und dann schlägt er zu, wa? Hä, nach dem Miasma-Händen kommt Phantomkanon? Zum Glück aber genug Dinger. Alter, ich mache aber auch alles falsch gerade bei dem Viech. Okay, Michael, ganz ruhig, ganz ruhig. Du musst nicht hetzen, er macht auch nicht so mega viel Damage, ist alles in Ordnung. Jetzt machen wir gefälligst Blatt. Gehen in den Miasma-Schutz, wenn nicht schlecht. Oh, warte mal. Ah, nicht schon wieder. Wenn sich immer so reinlegt. Der Move macht er irgendwie schneller als der andere. Ja, ist gut. Ich habe echt Probleme. Zum Glück habe ich genug Shield und zum Glück halten die ein bisschen was aus. Nein! Mensch, alter Michael, was treibst du da denn? Ich hab's verlernt. Ich hab's eh nie verlernt. Ja, ich könnte auch draufhauen, aber ich will es trotzdem können. Ich habe doch so ein Problem gegen das Viech. Okay, scheiß drauf. Kein Bock mehr. Wow. Und der einfachste Angriff, den er drauf hat. Nee, komm, weißt du was? Wenn ich jetzt eine Fee verliere, scheiß drauf. Bin ja selber schuld. Hey, jetzt, ich habe aber gedrückt. Im richtigen Moment eigentlich. Ja. Wie gesagt, bin halt selber schuld. Schon wieder? Ich habe doch gedrückt. Was ist denn das, ey? Miasma-Schwert. Der Miasma zieht auch den Nutzen, wenn der immer mehr. Okay, Phantomganon. Irgendwie krass, dass der hier überhaupt auftaucht. Bogen des Mondkönigs. Je höher die Maximalzahl deiner Herzen, desto höher ist deine Angriffskraft. Cool. Also, man sieht, Miasma-Hände kann man doch relativ easy platt machen. Aber das zu mir war mal richtig scheiße. Leck mich am Arsch, er hat mich bescheuert angestellt. Junge, Junge. Das war mal richtig peinlich. Ich meine, es war ein Gegner, ich hatte ja Zeit, mich irgendwie auf sein Movement einzustellen. Ich pariere auch irgendwie Leunel und so, problemlos. Durch andere Gegner, wenn sie im Einzelkampf sind, aber das war jetzt irgendwie richtig, das war... Sagen wir es ist, es war einfach peinlich. Es war peinlich, peinlich, peinlich. Also, warte mal, ich wollte eigentlich sortieren. Den brauche ich sowieso ein bisschen mehr noch. Also ein Heilungstränken und alles zusammen. Ja. Danke an unsere Crew. Aber wie gesagt, ich habe absichtlich angewartet, weil ich halt wirklich das Ding trainieren wollte.
Aber das war ja leider fehl. Aber so richtig. Da war ich einfach nur wirklich so überrascht darüber, dass halt dieser scheiß Phantomganon plötzlich auftaucht. Bei Phantomganon, ne, war eigentlich eher Zombie-Ganon. Ja, sagen wir ehrlich, das sah wirklich so aus wie der Typ, den wir aus Versehen befreit haben in der allerersten Folge. Wobei eigentlich stimmt es gar nicht. Der eigentlich war es einfach raus, Ding ist einfach aufgehört zu wirken. Das Siegel, einfach so, plupp, fertig. ETF, ey. Warte mal, doof hier mit den Schreinen, wo ich irgendwie angemerkt habe, wir haben ja schon einen. Dann sind noch 3 Schreine hier insgesamt, aber egal. So, was bis nach Athen reite ich jetzt noch, Freunde. Und hilft natürlich ihm noch. Sind noch geradeaus wie sonst auch, hä? Mhm. Alter, war das peinlich, ey. Und das Jubiläumsfolge. Was habe ich gesagt? 90, wa? Stimmt's überhaupt? Oder rede ich hier gerade Bullshit? Ne, stimmt, Folge 90. Alter, richtig bescheuert. Alter, gehe ich mir gerade auf den Sack. Muss es so gehen. Das eben gerade ziemlich auf, dass ich so richtig krass gefehlt habe. Ich meine, ja, ich hätte auch ohne Tulin und Ding gewonnen. Und Richu. Ich wollte es eigentlich, wie gesagt, einfach üben. Also jetzt viel früher erledigen können. Und natürlich dank dem Stärkungstrank. Ein bisschen was hält er ja schon aus, Ja, was wir natürlich bekommen haben, das Ding im Miasma-Schwert, ich glaube, das wird eher etwas sein, dass wir dann, zum Ding packen. An die Wand packen. Der Bogen des Dämonenkönigs ist natürlich cool, von dem es halt stärker wird, Ich höre die Maximalanzahl deiner Herzen. Das ist schon nicht schlecht, Freunde. Das kann man schon so machen. Lebt er noch oder ist er tot? Er ist tot, okay. Der ernsthaft in Silbernader unterwegs? Oh Gottes Willen, ey. Aber warum hier? Ich meine, ich muss hier arbeiten, ist auch mal so ein scheiß Typ da. Der mir auf den Sack geht. Ja, das mit Phantomganon, da haben wir noch Nachspiel, Also die Typen, die hole ich mir nochmal irgendwann. Hoffentlich auch ein bisschen besser. Nicht so scheiße wie gerade eben. Oh, einmal richtig peinlich, ey. Aber krass, wie gut mein Schild gehalten hat, mal so by the way. Der hat mich so oft getroffen. Vor allem zum Schluss, wo ich dachte, hey, ich hab doch A gedrückt noch zum Kontern. Aber irgendwie, er hat einfach so andeuten, von wegen, ich greife an, aber erst dann schlage ich. Das ist schon anders. Weil die Leute machen es ja auch so, die haben einfach ein anderes Timing. Naja. Nicht länger darüber aufregen, Freunde, weil er bringt sowieso nichts. Wir wollen ja eh nach Hateno, da muss ich oben durch, gut. Jo, ich sehe es auch schon. Zurück in Hateno, Freunde. Die Stadt hat sich ein bisschen verändert. Bist du ein Eindringling? Ich bin kein Eindringling. Du bist kein Eindringling, aber begrüße dich mit dem Torwärtergruß. Torwärtergruß. Das Dorf der Felder und gefärbten Stoffe. Das köstliches Gemüse und sogar die allerneuesten Mode. Okay, dankeschön. Der hat anders aus. So ein paar Gebäude sind zwar noch gleich, am gleichen Ort noch. Es läuft nicht gut. Oh je. Sieht so aus, als hätten wir noch viel zu tun hier, in Hateno und KKG. Ja, aber die Felder, die erinnern mich. Übrigens, wir müssen mal gucken, wo unser Haus steht,
unser altes Haus aus Breath of the Wild. Und ich muss ganz dringend mal, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber ich muss mal die Waffe wechseln. Das Ding geht mir auf den Sack. Miasma-Schwert. Und zieht's mir was ab? Aktuell nicht, wa? Ja, aber ablegen muss es sowieso. Scheiß drauf. Nun denn, Freunde, nun denn. In diesem Sinne, trotz allem wieder Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Tears of the Kingdom. Dann Athena unsicher machen. Ne? Wir müssen gucken, was im Dorf so los ist. Der eine oder andere Schrein aktivieren. Wollen natürlich ins Institut da oben. Ist ein Wächter auf dem Dach drauf? Krass. Das ist einer Breath of the Wild halt, Ein schicker Wächter von dem her. Tatsächlich. Ja, eben. Wir müssen sowieso noch hoch. Das Robelo soll so ein schicker Sensor passen und so. Wird alles geil. Hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Und ciao zusammen.